Herzlich willkommen zurück erneut in den Tiefen des Heiligen Hains bei Twilight Princess HD. Ja, im letzten Part haben wir das Hawkeye mal ein bisschen herumgescheucht, neue Wege gezeigt und jetzt, also ich meine, theoretisch müssen doch wieder dort herauskommen, wo wir schon mal waren, unser Master-Schwert, aber irgendwie glaube ich das weniger. Naja, fast ist einfach nur anderer Weg. Man sieht sehr gut links unten an der Karte. Weil dort, da vorne waren wir schon, also das Sockel vom Master-Schwert. Rechts von waren wir auch schon. Da kamen wir das letzte Mal im Horror-Kit raus. Jetzt sind wir halt hier. Das Zeichen Hyrules. Mit dem Originalvogel plus dem Schweifer-Symbol drauf. Ach, da werden Erinnerungen wach, ey. Ich hatte schon wieder Bock drauf, Twilight Princess, Twilight Princess sage ich schon. Skyward Sword zu zocken. Schlimm, schlimm, schlimm. Und da ist erneut ein Wächter. Okay, dann haben wir glaube ich schon mal... Dann kennen wir, haben wir schon mal gesehen, den Wächter hier. Der Heilige Hain. Ja, ist es also. Wir waren schon mal da mitten, also da vorne, man sieht's, die zwei Statuen waren wir auch schon. Hier ist echt noch einer. Ich höre ein Goldinsekt. Das ist immer interessant hier, weil man es mal so sieht. Vorhin hatten wir das komplette Hyrule-Wappen. Hier ist irgendwie nur der Vogel mit oben einem Kreis drauf. Vielleicht eine Anspielung auf die Kumulaner. Und dazu später mehr Leute noch ein bisschen über was erzählen möchte. Hier ist irgendwo ein Insekt. Aber das hat er doch schon, die Schnecke. Ein Weibel. Also vielleicht beide fangen muss hier. Könnte ja sein, wa? Dass das Spiel mir so einen versteckten Hinweis geben möchte. Schnecke männlich gefangen. Freilassen ist doch nicht ganz das gleiche, wa? Schade, schade, schade. Aber hier ist irgendwie auch nichts. Und wo wird... Wo zum Henker ist dann... Die weibliche Version, die muss dann irgendwo theoretisch hier sein, weil vorhin haben wir sie auch nirgendwo gesehen. Dann war ich doch schon, oder noch nicht? Seltsam. Leute, ich muss ganz kurz beenden, also kurze Pause machen, es geht gleich weiter. Ich muss mal kurz was überprüfen. Bis gleich. So, weiter geht's. Ja, wo zum Henker sollen die jetzt... Gut, ich kann mal morphen, aber... Wäre schon fies, wenn die goldene Schnecke irgendwo sonst ist, wo wir gar nicht so leicht hinkommen. Aber rein theoretisch gesehen müssen... Kann ich da oben durchfahren? Mit dem Bebel mal gerade. Könnte sein, wa? Kommen wir da hin? Also hier waren wir auch schon. Oder habe ich das damals da verpasst? Nee, die drüber geplündert. Waren wir also da. Das ist hier mal voll crazy, Freunde. Naja, egal. Also, Ziel für heute, würde man sagen, sicher noch hier den Geist abzuholen, der ja irgendwo hier noch sein... War das gerade das Goldensekt? Das wahrscheinlich hatte? Nee. Dann eben noch die Schnecke, die irgendwo noch sein müsste. Und dann können wir sich mal in den Tempel rein. Ja, wäre mir zwar lieber, wenn ich irgendwo noch hier einen Teleporter hätte für alle Fälle, aber naja, wenn ich halt kein Portal habe und nachher da hinzugehen, ist schon ein bisschen doof. So, hier ist nichts, da sind wir uns einig.
Also ist es normal Beyblade Time. Let it whip. Let's go Beyblader. Wir sind so weit. Dankeschön. Ja. Also, da fehlen mir echt die Worte. An sowas kann nur mir passieren, es geht gar nicht anders. Es lebe der King of Fails. Gut, definitiv nichts mehr. Ist noch eine schöne Aussicht hier oben. Oder hält der Beyblade auch? Verdammt, ist aber doch nur eine Truhe. Indianisch X erhalten. Ja gut. Stempel natürlich nie verkehrt. Mir wäre jetzt eigentlich das Goldinsekt lieber gewesen. Verdammter Mist. Na egal. Man kann nicht alles haben, muss halt doch später mal suchen gehen oder vielleicht sogar irgendwie mit Komplettlösung und so weiter. Und so fort. So. Zurück, Leute, alles klar. Das ist sogar hier oben. Schon krass, wenn du so denkst. So ein Geist hier beim Master-Schwert. Oh mein Gott, ja, das sieht doch echt so aus, als wäre hier die Zitadelle der Zeit gestanden früher. So, jetzt einfach nur Queen of Time. Zustechen? Really? Versuchen wir es mal. Ja. Also entweder hat der Sockel an Kraft eingebüßt oder das Schwert, aber früher kann mit dem noch 7 Jahre durch die Zeit reisen, jetzt Statue weg. Geil. Okay, nochmal zustehen, ich geht nicht, warum auch immer. Das ist mal eine geile Erfindung. Potzblitz. Dass das möglich ist im Heiligen Hain zu. Also mein cool, ist ein Teleporter, geil. Kann man gut gebrauchen. Andererseits, dass man sogar hier seine Viecher hinschicken kann, ist schon ein bisschen beängstigend. Wow! Was zum... Weiß eine kleine Übersicht hier. Okay, 2. Wie kriege ich die jetzt auf einmal platt? Ja, so sicher nicht. Mann, ey. Hallo, du auf dem Viecher. Das ist natürlich mit Minden als Magie als Wolf schon viel einfacher. Vielleicht. Ja, kommt. So vielleicht! Oder auch nicht. Ich will es aber so schaffen. Was? Okay, merken wir uns. Geht nicht so einfach, wie ich es gerne hätte. Och Mensch, Leute. Mann, Link, mach mal. Oh, ich vermisse die Fernbedienung, die Wii-Fernbedienung. Wieso klappt? Wirbelattacke, wo bist du? Ey, wollt ihr mich verarschen? Wirbelattacke klappt nicht mehr. So, mal ganz kurz testen. So klappt sie, kein Problem. So, jetzt einmal einen Kreis drehen. Nee, das, Scheiße, ey, das hat die Version so geil. Einfach nur Fernbedienung schwenken, schon alles gemacht. Aber hier natürlich wieder mal
Totaler Rotz einfach nur. Ich meine, so geht es auch auf B gedrückt halten, zack, gut, ja, das ist natürlich auch B gedrückt halten, aber ist ein bisschen was anderes. Der Kreis um einiges größer. Wie ich das hasse, Freunde. So, zufrieden. Ich zwar nicht, aber egal. Also, hier sind noch eine, muss ja theoretisch da oben sein, war, weil hier ist nichts, haben wir schon gesehen. Was wird denn das versteckt? Weil eben, theoretisch muss doch irgendwo hier die Schnecke sein. Weil wir können uns zwar hier hinporten, aber außer natürlich. Das wäre natürlich auch ziemlich fies. Ne, dumm kann auch nicht sein. Na gut, Freunde. Das ist das Tor. Und zwar das Tor in die Vergangenheit. Nostalgie pur. Willkommen in der Zitadelle der Zeit aus Ocarina of Time. Wenn ich mich richtig erinnere, genau, dann war das eben der alte Ort und die Geisterszene müsste hier irgendwo sein. Gut, das geht ja später. Dazu brauchen wir das Dungeon-Item. Oh, sieht das alles so geil aus. Und da haben wir... Gut, man kann es natürlich auch anders betrachten, oder? Wobei... Mal ganz ehrlich, wenn hier die Geisterseele ist, womit ist sie da drin? Wie kann das denn sein, dass sie in der Vergangenheit ist? Die ist schon so alt? Wohl kaum. Und hier die Schnecke, die man auf dem Bildschirm stand, wegen der, naja, sie könnte doch eine weibliche sein. Ja, also, logisch gesehen schon ein bisschen sehr irritierend. Vielleicht ein weiblicher, vielleicht ein männlicher, Die kann sich also über Generationen hinweg das Geschlecht ändern. Gut, ich glaube, das geht sogar bei Schnecken. Aber die Geisterseele, hä? Kann die Zeitreise oder so? Naja. Wie auch immer, die Zitadelle der Zeit. Der wohl epischste Ort in der ganzen Zelda-Geschichte. Man kennt ihn ja theoretisch schon mal von außen aus Skyward Sword. Ocarina of Time sowieso. Es gibt hier so viel zu tun. Ich würde so gerne Zelda's Wiegenlied spielen, aber... Gut, die Wachen da sind neu. Die können wir so Ocarina of Time jetzt nicht, aber ist ein anderes Thema. Wegen den Kumulanen und so weiter, was die damit zu tun haben, dazu werde ich eben dann im nächsten Part ein bisschen mehr erzählen, weil jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit, Freunde. Ich würde gerne, bevor wir den Tempel erkundschaften, einmal rausgehen und ein bisschen Geld farmen. Bei der guten alten Agnetha. Denn die hatte das Kneta. Wieder in Gegenwart. Echt interessant, weil wir brauchen gar kein Masterschwert. Gut, doch permanent das Tor geöffnet zu Raum und Zeit. Okay, gut, man kann es auch so sehen. Aber trotzdem irgendwie, naja. Tja. Soweit so gut, bis eben da auf meine Wirbelattacke. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, da frage ich mich echt, ob ich der Einzige bin, der da die alte Bedienung mit der Wii-Fernbedienung irgendwie vermisst. Das sprich die alte Steuerung, ne? Muss natürlich auch so sagen, der Wii-Fernbedienung. Aber die war wirklich damals, gut, klar, vor allem als Skyward Sword, was so bewegungssensibel war. Was teilweise nervig, aber als Twilight Princess war die echt so geil, und vor allem die Wirbelattacke und die okkulten Künste eigentlich auch. Tja. Naja gut, ich meine, ich bin Zocker, also ich muss auch damit umgehen können, ne? Ist klar, da gibt es keine Ausrede, muss auch das lernen. Wobei, ich meine, ich kenne es ja eben aus diversen Zelda-Spielen. Auch gerade, glaube zuletzt noch aus dem Majora's Mask oder vor allem auch The Wind Waker HD.
hatten wir sie auch natürlich auch kaum Probleme sogar. Aber hier plötzlich, das ist schon ein bisschen verrückt. Was soll's. Jetzt und zwar Agneta und die Insekten abgeben. Oh, das ist schon ziemlich viel hier. So, erstmal alles ein bisschen komplettieren. Guck mal, Schmetterling, Weibloch, bist du's wirklich? Der Schmetterling, was gibt es dafür aus, so zart und elegant zu sein? Danke, danke, bin so happy. Dann das Paar komplett, schau, wie glücklich die beiden sind. Oh, hier hast du mein Glück. Ich habe ja Glück in Form von Rubinen. Noch 9 Insekten, du bist so geil. Nennen wir hier noch die nächste. Heuschrecke Weibloch, bist du es wirklich? Die Heuschrecke ist mir immer ganz grün ums Herz. Okay, danke. Das Paar komplett. Oh, sie sind so happy. Nicht so happy wie ich. Dankeschön. Noch Insekten. Kann ich vielleicht irgendwie helfen? Ja. Das kannst du tatsächlich. Und ja, noch ein bisschen komplettieren hier. Die Schnecke Weibloch. Hey, du geile Schnecke. Schnecke Weibloch, bist du es wirklich? Die Schnecke. Würde man auch so gerne so schleimig fühlen. Das Paar ist komplett hier. Mein Glück für dich. Wir halten dir Glück. Du kannst mir vielleicht irgendwie helfen? Ja. Mit der Kellerassel. Bin auf den Spruch gespannt. Wenn nur etwas kleiner wäre, würde ich sie gerne herumrollen. Das Paar komplett, da schon wieder ein Paar kompletten. Ja, das sind richtige Insektenkuppler. Freunde, ich glaube, wir haben sogar genug Geld für die ultimative Belohnung. Nashornkäfer, bist du es wirklich? Der Nashornkäfer, wie schön muss es sein, in diesem glänzenden Panzer zu schlafen. Danke, danke, ich bin so glücklich. Erlaube mir mein Glück mit dir zu teilen. Jo, 50. Noch 5 Insekten, Mann. Es muss ein Partner dazu geben. Dann fehlt echt bloß, ja, hier noch jeweils die Partner. Die finden wir dann relativ leicht. Nördlich und hier Friedhof von Kakariko. Wo da die weibliche ist, keine Ahnung mehr. Und die 2, da muss ein komplett neues Gebiet sein, wa? Wüste kann jetzt sein, da waren wir schon. Schneegebiet hatten wir jetzt nichts gefunden. Na, finden wir auch noch Freunde, keine Sorge. So. Nashornkäfer. Nashornkäfer. Danke, danke. Ich bin so happy. Das Paar ist komplett. Du kriegst 100 Rubine. Jo. 4 Insekten nach. Und hier schwirren sie alle schon herum. Ja, doch. Wir haben sonst schon alle. Krass, wa? Noch 32. Nachtschwärmer, wobei, ja, einer ist ja sowieso da im Tempel noch. In der Vergangenheit, wie auch immer der hingekommen ist. Den Rest finden wir auch noch. So, jetzt ist es dann noch Nacht, aber ich glaube, wir müssen es trotzdem noch hinkriegen. Was? Das war Zufall. Entschuldigung, das wollte ich gar nicht. Du hast einen Apfel geklaut. Yeah! So, war denn das jetzt? Ich war doch irgendwo einen Shop. Ich glaube, der war nicht hier, oder? Ich war doch das mit den Goronen. Nee, dankeschön. Obwohl, wir hätten eine leere Flasche. Ja, doch, warum nicht? Nee, 40 Rubine sind mir zu viel. Entschuldigung, Leute, Freundchen, aber ich brauche die Kohle dummerweise für etwas viel Geileres. Schöner Ausblick, wa? Schloss Hyrule. Seltsames Gefühl, vielleicht deshalb.
dann gehen wir stillschweigen, ja? Wir können nicht beunruhigen. Noch genügend Pfeile? Nö. Okay, Mann. Ja, ja, Schloss Hyrule. Mein Name ist Lieblingsschloss. Tja, kannst nichts machen. Da kommen wir echt kurioserweise erst dann rein, wenn wir, also dem verstehe ich es echt nicht. Gut, dass wir erst reinkommen, also erst später reinkommen, klar, aber dass der Gandalf und so nichts unternimmt gegen uns, naja. Wobei, er weiß natürlich auch nichts von uns, ist klar, ist ja nicht der aus der Wind Waker, nee, ist der aus der Vergangenheit, Szene von Ocarina of Time und der weiß von uns selbst ja nichts. Und dass unser Vorfahr damals irgendwie, tja, der Marowak, dass unser Vorfahr halt damals irgendwie Zelda gewarnt hat vor ihm und so. Ich wollte dieses Babyface drauf. Alter Schwede, hat sich ganz schön gemacht, der Laden. Mauser überall, die Maro-Statue. Und alle sind happy. Maro, Maro, Maro. Kauf es, ja, ja, kauf es. Verkauf mir auch was. Verkauf es, verkauf es. Kauf's dir, wenn du was willst, dann kauf's dir. Kauf was. Nur jetzt der Maromarkt-Stempel, okay, kriegen den letzten hier, muss man merken. Wir haben ja alle Sorten, rotes Elixier, blaues Elixier, aber wir wollen natürlich das hier. Die Magierüstung, die letzte Rüstung, die es hier gibt. Gut, naja, sie heißt Magierüstung, aber ganz ehrlich, naja. Der Preis, wenn man es halt im Original angekauft hätte, wäre glaube ich irgendwie unbezahlbar gewesen, deswegen ist natürlich das hier um einiges besser. Die Magierüstung, die du trägst, verwandelt sich deine Rubine in magische Energie. Ja. Das muss ich auch sagen, also der Magierüstung einzubauen, aber dann zu sagen, Magie selbst gibt's nicht. Sorry. Muss ich auch sagen, das war schon ziemlich übel. So sieht sie aus, richtig golden, aber wir verlieren halt Rubine. Und zwar, wie man sieht, ziemlich schnell. Also lohnt sich echt erst, wenn man halt eine volle, ja, die Geldbörse voll haben mit Rubinen und aber auch dann, also, ich meine, es geht permanent runter, wenn er getroffen wird, geht es noch schneller runter. Das ist eine richtige Fresse, ey. Aber dafür eben verliest du keine Herzen, nix, das ist natürlich schon die Kehrseite, ziemlich geil. Gut, Freunde, wir sind durch hier, das erste. Wir haben jetzt auch die Magierüstung, das heißt, wir haben jetzt eigentlich hier vom Startscreen her alles. Ja gut, ein paar Reisseelen, ja eben 32 Stück fehlen noch, es fehlen noch ein paar Stempel, ist klar. Alter, 32 fehlen uns auch hier noch. Sind die Gerüche und so weiter, hier fehlen noch ein paar Geldbörsen, also noch ein Upgrade, hier fehlt noch ein Upgrade und noch eine okkulte Kunst und so weiter, aber wir sind gut dabei, das sowieso. Wieso ich ihm noch aufs alte Schwert wechseln kann, das wissen nur die Götter. Sag ich ihm noch nachts, weil... Ja, Leute, wenn ich schon mal hier bin, warum nicht gleich noch eine suchen? Wo könnte die denn sein? Da oben vielleicht? Nee, da ist so ein Insekt, aber nichts darüber. Versteckt am Felsen wohl auch kaum. Das ist jetzt seltsam, weil jetzt kommt ein neues Gebiet. Gut, hier zwar wieder eine, aber trotzdem, das ist... Hä? Gut, dann sind natürlich nur von Hyrule, fehlt sowieso noch Insekt, fällt mir gerade auf. Hi Kumpel, was willst du denn hier? Der will nichts mehr, zack. Ding unterbrochen. Ist sie da oben? Oder wer war sie da oben war?
Nee, hä? Da hinten ist sie. Die Geisterseele, ich hätte gerne mal 30. Warte, da schon wieder vorbei. Gut, machen gleich hier Schluss, Freunde, keine Sorge. Ganz Unternehmen vorbei. Das ist gar nicht gut. Das ist sogar richtig scheiße. Ich will doch keinen Mais. Ich muss jetzt leider. Das ist ein Trank. Da haben wir eine Quere kommen. Ach so, natürlich. Ups. Nein, ich wollte doch den Blitzschlag einsetzen. Na egal. Alter, wir legen noch das Schwert zurück. Steckt so. Jetzt aber. Meine Fresse. Entschuldigung für die Unterbrechung. Schon besser. Her mit deiner Seele, Mann! Waren es bereits 29. Wie sieht's aus? Hier hat's noch einen irgendwo. Dann natürlich jetzt die Frage, wo ist Nummer 30? Auf dem See wohl kaum. In der Morph, bin noch ein bisschen schnell unterwegs. Da hinten was geleuchtet. Nee, doch nicht. Wie lange der einfach an sich knabbern lässt. Verflixt so nicht. Wo ist denn das Teil? Man kann noch was aufbomben. Hält echt noch viel durch, wa? Könnte das vielleicht sogar? Ich meine, theoretisch möglich. F5-Loch. Jo, das war's sogar. Krass, Leute. Haben den auch schon gefangen und das wirklich wollte. So, aber jetzt egal. Quatsch-Taste. Entschuldigung. Hä, hier ist noch eine Höhle? Die aber gar nicht mehr auf dem Radar. Hä? Also, vielleicht deswegen nicht mehr. Gut, wir kommen rein, wir haben den Morgenschein, aber trotzdem. Nee, Leute, das ist was für später. Muss man bloß noch merken, aber ist ja kein Problem. Ich glaube, die Öffnung hier war. Naja, ich glaube, da ist die Karte nicht so genau. Ich hau ab, Mann. Nee, ich glaube, das ist die Karte eigentlich nicht so genau. Wir gehen kurz gehen ein bisschen hin zum Heilen. Ja, wieder hier hin war. Herr Krieger zum Portal. Und alle anderen sind eingefroren. Dann ganz kurz heilen und dann zurück und dann werden wir, wie bereits angekündigt, im nächsten Part dann endlich die Zitadelle der Zeit in der Vergangenheit betreten. Ist von dem überhaupt nichts Neues, hörten wir so oft schon. Mit Vergangenheitsszenen dort und so weiter und so fort. Aber jetzt, wenn man so überlegt, Skyward Sword so ein bisschen hin und her teleportiert, obwohl da kann sich recht entscheiden, was echt die Zitadelle der Zeit oder was irgendwie ja, das Zeitportal aus der Ranell-Schlucht oder so. Dann Ocarina of Time, ganz klar, und jetzt halt Twilight Princess wieder. Ist trotzdem durchaus episch. So. Warpen wieder mal, jetzt gehen wir endgültig Heiliger Hain.
Wuff. So, und dann natürlich da oben durch zum Eingang. Warum? Keine Ahnung. Das, jo. Wollen sie einfach irgendwie so. Das also alles ursprünglich mal ein einziger Tempel. Ja, halt eigentlich Eingang war, aber... Gut, wie gesagt, ich habe es anders in Erinnerung, aber egal. Vom Symbol her ist das vielleicht doch eher... wer weiß, wer weiß. Obwohl, andererseits, wir sind jetzt wieder in der Eingangshalle, wa? Damals, zu der Zeit und so weiter, das Triforce-Fragment auf dem Boden. Da oben das Wappen von Hyrule. Dann hatten wir dort eigentlich noch einen Steintisch mit den 3 Amuletten. Das geht alles soweit auf. Über die große Halle, ja. Gut, das Podest hier ist ein bisschen anders, aber egal. Und wir wissen ja jetzt auch, und sind natürlich auch links unten auf der Karte, dass wir erneut da vorne ein Podest für das Master-Schwert haben. Was das genau auslösen wird, das erfahren wir in der nächsten Episode. Bis dahin, danke fürs Zusehen und ciao zusammen. Yeah! Hier ist ein Geist. Irgendwo. Eine Geistseele. Krass.